Aktiviere deinen Glauben. Ich gehe zurück zu Ostern oder besser gesagt, es war Palmsonntag in diesem Jahr und für alle, die in der Loft dabei waren, ihr wisst jetzt oder ihr habt physisch miterlebt, was ich jetzt erzähle. Wir sind ja vor Ostern, die 21 Tage haben wir gefastet mit diesem Buch, gesegnet wie niemals zuvor. Und ich habe mich da reingekniet, jeden Tag dieses Kapitel durchgelesen und so zubereitet, dass wir es auch durchsprechen und durchbeten konnten an jedem Morgen. Und ich bin am Palmsonntag mit so einer großen Erwartung dahin gekommen, weil das war ja das Ende von den 21 Tagen Fasten. Ich habe gesagt, Jesus, ich erwarte einen Durchbruch im Umgang mit meinen Finanzen. Da hat doch Leo tatsächlich eine Message gehalten. Vielleicht kannst du dich auch noch erinnern oder so schwach kommen an die Erinnerung wieder. Und er hat angefangen und gesagt, der Umgang mit unseren Finanzen ist wie wenn wir aus Ägypten, also aus der Sklaverei, in Bezug auf Umgang mit unseren Finanzen erlöst worden sind. Und dann gab es so verschiedene Stadien, jedenfalls in der Wüste lebt man vom Versorgungswunder. Und das ist ein Umgang in Bezug auf Finanzen. Und ich habe an diesem Morgen effektiv realisiert, das ist das, wie es mir geht in Bezug auf Finanzen. Buch mitgeschrieben, diese 21 Teachings und Inputs gehalten und trotzdem musste ich an diesem Morgen, Palmsonntag von diesem Jahr, sagen, Jesus, ich bin, was Umgang mit Finanzen betrifft, beim Versorgungswunder stehen geblieben. Ich habe das 35 Jahre lang Leo übergeben. Ich habe ein Foto mitgebracht, dass du so ein bisschen ein Gefühl bekommst von damals und heute, wie viel das 35 Jahre sind. Eine mega lange Zeit. Aber an diesem Morgen habe ich gesagt, Jesus, das ist fertig. Ich gehe jetzt in das Land Kanaan in Bezug auf meinen Umgang mit Finanzen, was so viel heißt wie, ich werde eine Gestalterin. Das hat mir so eingeleuchtet in der Message, aber ich habe zu Jesus gesagt, schau mal, jetzt stehe ich da wie der Esel am Berg. Ich habe einfach keine Ahnung, was es für mich persönlich bedeutet, eine Gestalterin von Finanzen zu sein. Ich habe es gespürt, wie ich eine Entscheidung getroffen habe, mich gedreht habe und gesagt, ich komme in das Land Kanaan, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Dann sagt der Heilige Geist an diesem Morgen zu mir Folgendes. Er hat gesagt, schau mal, vor 35 Jahren warst du extrem scheu und du warst extrem unsicher und hattest furchtbare Angst, auf die Bühne zu gehen und vor Menschen zu sprechen. Das ist jetzt offensichtlich anders. Ja. Es war damals unmöglich für mich. Und dann hat er gesagt, was ich damals auf dem Weg in den 35 Jahren mit dir gemacht habe, dass du dich jetzt wohlfühlst auf der Bühne. Und das heißt nicht, dass jeder auf die Bühne muss. Das heißt einfach, dass ich Ängste abgelegt habe und dass die Kraft von Jesus stärker geworden ist. Er hat zu mir gesagt, was ich damit konnte, das kann ich auch mit dem Umgang mit Finanzen in deinem Leben. Und das hat mir so viel Glaube in mir freigesetzt. Das war ein Boost. Und ich habe gewusst, wie sich's anfühlt und der ganze Weg dahin und habe gewusst, wow, das setzt Glauben frei. Und es gibt, das würde ich mal behaupten, verschiedene Arten von Glauben, selbst wenn alles der gleiche ist, aber er drückt sich auf verschiedene Arten aus und das möchte ich heute mit uns anschauen. Es gibt den rettenden Glauben, mit dem hast du zu Jesus gefunden, aber dabei bleibt es nicht stehen. Es gibt auch den wachsenden Glauben und damit kommen wir zu Pfingsten. Es gibt auch die Gabe vom Glauben. Und vielleicht könnte man sagen, der rettende Glaube ist das, was an Karfreitag geschehen ist. Der wachsende Glaube ist das, was an Ostern geschehen ist, weil bei den Jüngern ist dazwischen
der Glaube quasi gestorben. Und an Ostern ist die Hoffnung wieder neu aufgeflammt. Vielleicht kennst du auch solche Situationen in deinem Leben. Du hattest Glauben und irgendwie hast du die Hoffnung verloren und es gibt wieder neuen Glauben. Das ist Ostern. Das ist der wachsende Glaube. Aber dann gibt es auch eine Gabe des Glaubens. Und das ist ein Geschenk. Das kannst du dir nicht verdienen, das kannst du nicht machen. Das ist ein Geschenk vom Heiligen Geist. Ich möchte das anhand der Geschichte von den Emmaus-Jüngern anschauen. Man sagt den Emmaus-Jünger ja nur deshalb Emmaus-Jünger, weil 2 Jünger sind von Jerusalem, und das muss nach Ostern gewesen sein, nach Emmaus gelaufen, also unterwegs gewandert, und deswegen sagt man ihnen Emmaus-Jünger. Und sie waren genau von Karfreitag effektiv massiv enttäuscht. Sie waren mit Jesus unterwegs, komplett den Boden unter den Füßen verloren. Die ganze Hoffnung war weg, dass Jesus der versprochene Retter ist. Er ist ja jetzt gestorben. Sie waren unterwegs mit Jesus. Jesus gesellt sich zu ihnen, wo auch immer der herkam, und ist einfach mit ihnen gegangen, hat Fragen gestellt. Dann haben sie ihn gebeten, dass er bei ihnen bleibt. Er hat das Brot gebrochen. Den Jüngern wurden die Augen geöffnet. Der Glaube ist sozusagen wieder erweckt worden in ihrem Leben. Und dann kam Pfingsten. Und die Jünger, die beim Kreuz davongerannt sind, wurden seine Zeugen, weil sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Karfreitag, Ostern, Pfingsten, auch in unserem Glauben. Ich möchte mit dem ersten Glauben starten, und das ist der rettende Glaube. Das ist natürlich der Glaube, der uns als erstes mal zu Jesus bringt. Wegen dem rettenden Glauben bist du ein Freund von Jesus. Hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus? Habe ich Jesus persönlich kennengelernt? Das ist der rettende Glaube. Und viele von uns, die glauben, wenn wir Jesus haben, dann läuft alles glatt, dann läuft alles super. Aber dann erlebst du plötzlich, Gebete werden nicht erhört. Umstände kommen, die du denkst, Gott muss dich hassen. Habe ich schon aus dem Mund von nahen Freunden gehört, die das so erlebt haben. Ich glaube, Gott muss mich hassen. Die Umstände sind so widerwärtig auf einmal, und da stirbt etwas von dieser romantischen Vorstellung, dass wenn du doch jetzt ein Christ bist und dein Leben mit Jesus lebst, muss alles gut sein. Und was machst du damit? Mit diesen Enttäuschungen, mit dem, dass vielleicht ein Arztbericht oder Bescheid, Befund dein ganzes Leben durcheinander wirft. Und was machst du damit? Mit diesen Enttäuschungen, mit diesen Fragen. Vielleicht hast du auch Zweifel, weil das Leben nicht so wirkt, wie du es gedacht hast. Der rettende Glaube ist der Glaube, der uns zu Jesus bringt, mit unseren Fragen, mit unseren Ängsten, mit unseren Enttäuschungen und mit unseren Zweifeln. Das ist der rettende Glaube, wo wir immer und immer wieder diesen Zugang haben und zu Gott sagen können, ich verstehe das nicht, weil, ehrlich gesagt, wenn wir bei diesen Enttäuschungen stehen bleiben, dann geben wir dem Feind Raum. Und er kommt hinein in unser Denken mit Lügen, die dir plötzlich sagen werden, auf Gott kannst du dich im Fall nicht so verlassen, wie du jetzt immer gedacht hast. Das ist der Moment, wenn wir mit unseren Zweifeln nicht zu Jesus kommen, kommt der Teufel und er bringt diese Gedanken rein. Und du zweifelst an, dass Gott gut ist. Oder er sagt dir, der Feind, er bekommt Raum, wenn wir nicht mit unseren Enttäuschungen zu Jesus gehen. Dann kommt der Feind und sagt, Kirche, vergiss das, da bist du doch verletzt worden. Und es gibt so viele Dinge, wo wir ihm Raum geben. Deswegen, rettender Glaube ist, wenn du mit deinen Fragen, mit deinen Zweifeln und mit deinen Enttäuschungen zu Jesus kommst. Egal wie du dich fühlst, auch ihm gegenüber. Jemand hat mal gesagt, Jesus sieht lieber Fäuste anstatt den Rücken. Das ist rettender Glaube. Und genau das haben die Emmaus-Jünger erlebt. Sie sind gelaufen, sie sind enttäuscht. Sie waren mit Jesus unterwegs, 3 Jahre lang. Vielleicht waren sie sogar diejenigen, die näher mit Jesus unterwegs waren, wie irgendjemand hier von uns.
Und dann sind sie enttäuscht. Wir lesen ihre Enttäuschung in Lukas 24, Vers 21. Da heißt es, wir hatten doch gehofft, dass er der erwartete Retter Israels ist. So, hängende Köpfe. So enttäuscht. Sie hatten an Jesus geglaubt, kein Zweifel, sonst wären sie nicht mit Jesus unterwegs gewesen. Und dann dieses Spannungsfeld. Ich hatte doch gehofft, dass er der Retter ist. Aber es ist nicht das Ende. Es ist nicht das Ende. Die Emmaus-Jünger mussten den Karfreitag loslassen. Sie mussten ihre Erwartungen, wie Jesus ist und wie er handelt und was er tut, loslassen. Und vielleicht bist du an einem ähnlichen Ort. Du musst etwas loslassen. Weißt du, ich musste loslassen, meine Ängste, meine Zweifel, meine Unsicherheit. Sonst hätte ich den Weg auf die Bühne nicht geschafft und das wäre doch eigentlich schade, oder? Wäre ich stehen geblieben, wäre ich heute nicht hier. Stell dir mal vor, was passiert in 5, in 10 Jahren, weil ich gesagt habe, mit meinem finanziellen Verhalten überlasse ich das nicht länger Leo. Das heißt nicht, dass er es nicht gut macht. Das heißt nicht, dass er unsere Finanzen vermehrt und so weiter. Es heißt nur, auch ich will ein Gestalter werden. Stell dir mal vor, was könnte sein in 2 Jahren? Ich habe noch vielleicht 35 Jahre zu leben. Wenn ich nur diesen Weg, den Leo gemacht hat, auch mache in 35 Jahren, dann können sich meine Kinder, meine Enkelkinder bedanken. Und das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Rettender Glaube heißt, ich komme mit dem, was ich bin und was ich habe, zu Jesus und sage, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Und dann kommt der wachsende Glaube. Das ist der zweite. Der Ostersonntag. Jetzt passiert etwas Überraschendes mit den Emmaus-Jüngern. Sie gehen und Jesus geht mit ihnen. Und das Krasse ist, er sagt nicht einfach, hey Leute, ich bin's doch, seid doch nicht einfach traurig. Ich bin doch Jesus, ich bin auferstanden. Sagt er nicht. Er geht einfach mit ihnen mit. Und sagt, sag mal, über was redet ihr gerade? Und dann dieses Gespräch und dann macht er nochmal eine Frage. Er sagt dann nicht einfach, hey Leute, habt die Tomaten auf den Augen, sondern es heißt in Lukas 24, Vers 32, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift aufschluss, sagten sie zueinander. Das finde ich gewaltig. Sie kommen zu Jesus und sagen ihm sozusagen rettende Glaube, ihre Ängste, ihre Zweifel, ihre Fragen, sagen sie ihm. Und er begegnet ihnen mit wachsendem Glauben. Und dieser wachsende Glaube ist so wie ein Muskel, der muss trainiert werden. Jesus gibt ihnen nicht eine rettende Glaubenantwort. Er gibt ihnen eine Antwort, wo die Schrift ihnen erklärt wurde. Als sie nachher realisierten, wer Jesus ist, wussten sie viel mehr als vorher. Das ist wachsender Glaube. Und das ist etwas, was ich überzeugt bin, dass Jesus mit uns allen tun will. Stell dir mal vor, die Zweifel, die Fragen, die Enttäuschungen, die du Jesus gebracht hast. Und er sagt nicht einfach, schau mal, es ist so und so. Sondern du liest in der Bibel, weil es heißt, der Glaube kommt vom Hören, Römer 10, Vers 17. Du liest in der Bibel und auf einmal werden nicht einfach nur deine Wunden geheilt, sondern dein Bild, wer Jesus ist, wird heil, wird größer. Und das ist ein Prinzip, das sehen wir immer wieder in der Bibel. Johannes der Täufer, gefangen im Gefängnis und fragt den, der gesandt ist, um Gefangene frei zu machen, bist du der Messias oder müssen wir auf einen anderen warten? Er sitzt nicht mit seinen Zweifeln und seinen Enttäuschungen im Gefängnis, sondern er schickt die Frage. Und wieder sagt Jesus nicht einfach, hey, keine Sorge Johannes, du kennst mich doch, dein Cousin, ich bin der Sohn Gottes.
sondern es heißt auch bei Johannes, dass er ihm die Propheten erklärt hat, den größeren Zusammenhang erklärt hat. Und er macht das immer wieder. Und er macht das auch bei Maria und Martha. Sie schicken zu Jesus und sagen, hey, dein Freund Lazarus, er ist sehr krank. Und Jesus sagt nicht einfach, huhu, ich komme ganz schnell, ich bin der Rettende. Ist er. Aber es ist an der Zeit, dass wir nicht beim rettenden Glauben an Gott stehen bleiben, sondern dass wir Schritte machen und wachsen. Und Jesus macht dich heute noch zu seinem Jünger, immer noch. Deswegen gibt er nicht so eine schnelle Antwort, deswegen kommt er nicht einfach und er heilt Lazarus, sondern er wartet 4 Tage, bis er stirbt. Katastrophe. Aber damit öffnet er ein so viel größeres Bild von dem, wer er ist, als wenn er einfach gekommen wäre und Lazarus gesund gemacht hat. Und geh mal dein Leben durch. Da, wo Jesus nicht so antwortet, wie du es erhoffst. Da, wo du enttäuscht bist. Vielleicht deswegen, weil er ein größeres Bild dir über sich selber zeigen möchte. Dir die Schrift erklären, das will er heute noch. Der Glaube kommt von Hören. Genauso bin ich damals auf die Bühne gekommen. Jesaja 41, Vers 10. Das war mein Schriftstück, mein Vers. Da heißt es, fürchte dich nicht, ich bin dein Gott. Hab keine Angst, ich stehe dir bei. Ich helfe dir, ich mache dich stark. Mit meiner siegreichen Hand schütze ich dich. Aufgesprochen, vorgesagt, Hunderte von Male bis heute, immer noch. Gestern Abend, fürchte dich nicht, ich bin dein Gott. Ich helfe dir, ich mache dich stark. Mit meiner siegreichen Hand schütze ich dich. Und ich habe mir überlegt, welches ist mein Schriftwort, mein Bibeltext für meine Finanzen. Was wäre, wenn ich zum Beispiel einmal in der Woche Sprüche 31, da die krasse Frau vorlesen würde, mir selber, bis ich es glaube, dass ich mit dem Gewinn Land kaufe, so wie es so steht. Ich habe schon Dinge entdeckt, wo ich denke, wow, da steht was über den Umgang, über den Gestalterumgang mit Finanzen. Was, wenn ich jede Woche einmal diese Sprüche 31 durchlese? Was, wenn ich sonst Bibelverse rausschreibe, die etwas über die Finanzen sagen? Was, wenn ich dieses Buch nochmal durchlese, die 21 Tage, und dort das nehme, was mich anspricht? Es gibt so viele Dinge, aber der Glaube kommt vom Hören. Und damit aktivieren wir unseren Glauben und damit kommen wir von diesem rettenden Glauben, oh Jesus, bitte hilf, oh Jesus, bitte mach da, oh Jesus, bitte so. Das ist nicht falsch, aber es gibt mehr. Es gibt mehr. Dieser wachsende Glaube, der wird aktiviert, wenn wir das Wort von Gott hören, in welchem Bereich auch immer. Was sind deine Träume? Vielleicht hast du sie schon vergraben. Vor 40 Jahren, ach stimmt, da war doch mal was. Vor 5 Jahren, ist halt jetzt anders gekommen. Okay, Jesus, ich habe keinen Anspruch, dass du so und so tust. Aber vielleicht solltest du noch mal zurück da gehen und schauen, hat er mit einem wachsenden Glauben dir geantwortet und du hast es nicht verstanden. Er steht immer noch dort, er geht mit dir, aber du bist weggelaufen. Das ist der wachsende Glaube. Und das ist noch nicht alles, Freunde. Noch nicht alles. Es gibt Pfingsten, wo er uns das Geschenk des Glaubens mitgegeben hat. Die Gabe des Glaubens. Schau mal, am Pfingsten, der Heilige Geist kam. Verschiedene Gaben sind hier aufgelistet. Du siehst es am gleichen Bild. Ich habe den Glauben in die Mitte getan, weil es heute darum geht, den Glauben zu aktivieren. Aber es gibt auch andere. Vielleicht brauchst du Wunderkraft. Vielleicht brauchst du Erkenntnis. Vielleicht brauchst du das Geschenk der Weisheit, der Heilung, der Prophetie, der Geisterunterscheidung, der Zungenrede. Vielleicht welches auch immer du von diesen Gaben brauchst für deine ganz persönliche Situation. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Boost vom Himmel. Ich lese vor, 1. Korinther 12, Vers 9. Wieder anderen schenkt
Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Das ist die Kraft, die aus fliehenden Jüngern Zeugen gemacht hat. Und diese Kraft steht jedem Einzelnen von uns, ob du zu Hause zuschaust oder in der Loft zuschaust oder Microchurch oder hier vor Ort. Diese Kraft steht uns zur Verfügung. Und ich habe 6 kleine Schritte mitgebracht, wie wir in diesem Glauben wachsen können oder wie wir Raum machen können, dass wir auch diese Gabe vom Glauben empfangen können. Der erste Schritt, der scheint sehr unscheinbar, aber es sind eben kleine Schritte. Verschließe dein Herz nicht. Du hast eine Situation vor Augen, wo du Glauben brauchst. Genauso wie ich zum Beispiel mit Gestalter werden. Es scheint unmöglich. Aber ich habe die Gabe des Glaubens angenommen, mein Herz geöffnet und gesagt, Gott, ich brauche deine Hilfe. Und er macht es nicht einfach möglich, sondern er lässt dadurch meinen Glauben wachsen und gibt im entscheidenden Moment sein Geschenk vom Glauben dazu, dass ich Schritte weitergehen kann. Dann das Zweite ist, sprich ehrlich mit Jesus über deine Enttäuschungen. Sag ihm, was dir fehlt. Sag ihm, wo du enttäuscht bist. Sag ihm, wo du Zweifel hast. Sag ihm, wo du es einfach nicht kannst, wo du es nicht verstehst. Ich kaue mit ihm Schritt für Schritt durch und sage, okay Jesus, ich brauche Hilfe. Mein Next Step ist ein Budgetblatt erstellen, wo ich alle Zahlen vom ganzen Monat aufschreibe. Leo hat die im Kopf, der weiß es ja, er bezahlt das ja immer. Ich habe keine Ahnung, wie viel Hypothekarzinsen wir bezahlen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Krankenkasse, wie viel meine Gesundheit kostet. Natürlich habe ich eine Ahnung, für wie viel das wir für den Lebensunterhalt ausgeben, weil das wurde mir ja anvertraut. Ich kaufe ja ein. Das weiß ich. Über den Rest habe ich keine Ahnung. ÖV, ja, das ist so eine große Unbekannte. Das geht irgendwie so vom gesamten Konto. Mein nächster Schritt ist, das alles mal aufzuschreiben. Und ich spreche mit Jesus darüber. Ich sage, wie soll ich das machen? Wie macht man eine Budgettabelle und so weiter? Das sind ehrlich mit Jesus reden. Und das Dritte ist, gib Gottes Wort mehr Gewicht als deiner Situation. Das ist, wie soll ich sagen, das ist der Jackpot. Wenn wir anfangen, Gottes Wort regelmäßig zu lesen, beginnt es größer zu werden als unsere Umstände. Und Glaube wird aktiviert. Und dann das Vierte, lade Jesus ein, zu bleiben. Zu bleiben, wie bei den Emmaus-Jüngern. Sie haben zu ihm gesagt, Jesus, zieh nicht weiter. Sie haben ihn noch nicht gekannt. Zieh nicht weiter, komm zu uns, es ist schon Abend. Nähe anstatt Distanz. Weißt du, es ist so krass, man könnte denken, ach komm, wen interessiert das Budgetblatt? Der König von allen Königen. Ja, tatsächlich, das interessiert ihn. Und jedes Mal, wenn ich Zeit investiere, bin ich nachher einen Schritt weiter. Sei es, weil ich einen Videoclip gesehen habe, also habe ich natürlich nicht irgendeinen gesehen, sondern ich habe gefragt, Numbers, kannst du mir da weiterhelfen? Dann sehe ich irgendeinen, genau das war der Schritt, den ich brauchte. So ist unser Gott. Lade ihn ein, zu bleiben. Und dann reagiere auf die kleinen Impulse. Die sind manchmal auch so unscheinbar. Für deine Situation, weißt du, erinnerst du dich vielleicht an den Aussätzigen? Naaman heißt er, und er sollte sich 7-mal im Jordan untertauchen. Dieser kleine Schritt, der kleine Impuls. Und er hat gesagt, ach was, komm, wir haben in Ägypten viel saubere Flüsse als das. No, er hat es gemacht und er wurde gesund. Diese kleinen Impulse. Gott sei Dank hatte dieser Mann Diener bei sich, die ihm gesagt haben, komm, jetzt mach's doch, so einfach. Etwas Schwierigeres hättest du getan. Diese kleinen Impulse. Und dann bitte den Heiligen Geist um mutigen Glauben. Und das ist genau das, was wir jetzt tun wollen. Hey, ich möchte nicht, dass Pfingsten an uns vorbeigeht. Selbst wenn der Heilige Geist vor 2000 Jahren ausgegossen wurde, ist es immer wieder hilfreich, so einen bestimmten Tag zu nehmen, wo ich sage, ich erwarte mehr.
als an jedem anderen Sonntag. Vielleicht bist du hergekommen, keine großen Erwartungen an diesen Tag, aber ich möchte deine Erwartungen wecken. Für eine Situation, wo du genau diesen Glaubensboost brauchst, dass du von einer fliehenden Person aus einer Situation, wo du denkst, ach, das wird sowieso nichts, zu einer Person wird, die Zeugnis davon gibt, was Jesus in deinem Leben möglich gemacht hat. Nicht einfach so, aber mit dir, Schritt für Schritt, dein Glaube gewachsen ist und du gemerkt hast, im entscheidenden Moment hat er seinen Boost gegeben, die Gabe des Glaubens, dass du wieder glauben kannst und du stehst wieder an und du sagst, jetzt kann ich es wieder nicht. Glaubst du, was ich für Schritte hatte, bis ich auf der Bühne war? Hunderte kleine Schritte vom Glauben. Und genau dieses Bild habe ich vor Augen, wenn es darum geht, jetzt für mich persönlich ein finanzieller Gestalter zu werden. Danke, Jesus, ich gehe Schritt für Schritt. Hunderte von kleinen Glaubensschritten. Auch wenn sie so nichtig aussehen, ich mach's einfach treu und gehorsam. Und da, wo ich es brauche, gibst du den Boost. Was ist deine Situation, wo du diesen Boost brauchst? Das Geschenk des Glaubens. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auch für deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du da einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.